Hallo, mein Name ist Hans-Ingo Radatz und ich bin Professor an der Universität Bamberg. Als Professor bin ich zuständig für romanische Sprachen, denn in Deutschland studieren wir typischerweise nicht nur eine einzelne Sprache, wie zum Beispiel Spanisch oder Französisch, sondern wir studieren diese Sprachen, indem wir sie miteinander vergleichen, weil sie ähnlich sind. Jeder, der Katalanisch, Valencianisch, Spanisch und so weiter spricht, weiß ja, dass die Sprachen sehr ähnlich sind. Gut, ich bin also Professor für romanische Philologie. Genauer, ich bin Professor für romanische Sprachwissenschaft. Ich bin also eigentlich Linguist. Umso überraschender ist es, auch für mich selber, dass ich schließlich auch Übersetzer geworden bin. Und in meiner Eigenschaft als Übersetzer habe ich unter anderem 3 große Klassiker der valencianischen Literatur übersetzt. Und zwar einmal den Klassiker des Mittelalters, Ausiàs Marc. Hier ein Bändchen mit 10 Übersetzungen, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt gerade eine größere Sammlung fertiggestellt mit 30 Übersetzungen, alle metrisch ins Deutsche übertragen. Dann habe ich den großen Kollegen, wenn auch, vielleicht sollte man eher sagen, den kleinen Kollegen von Ausiàs Marc auch übersetzt ins Deutsche, nämlich hier Jordi de Sant Jordi, ein Autor, der außerhalb der katalanischen Länder kaum zur Kenntnis genommen worden ist, jetzt aber von mir. Und schließlich habe ich auch noch einen weiteren Klassiker übersetzt, aber einen Klassiker der Moderne, nämlich eine Anthologie von Gedichten von Vicent Andrés Estellés. Wie gesagt, ich bin eigentlich Linguist und das Übersetzen von Literatur gehört jetzt nicht zu den Dingen, die man normalerweise professionell von mir erwarten würde oder für die ich bezahlt werde, die ich aber trotzdem mache. Aber nicht jeder, der Katalanisch lernt, übersetzt auch Lyrik. Warum ich das getan habe, kann ich schwer nachvollziehen. Ich denke, weil ich gemerkt habe, dass ich es kann und dass es mir Spaß macht. Das erste, was ich übersetzt habe, kommt aus der Zeit, wo es in Frankfurt am Main, der Stadt, wo ich studiert habe, noch das katalanische Kulturbüro gab. Das katalanische Kulturbüro war eine kleine Institution mit 2,5 Mitarbeitern, finanziert größtenteils von der Generalitat de Catalunya. Und dort haben wir katalanische Kulturarbeit gemacht. Und der Leiter des Kulturbüros, Ferran Ferrando, ein Valencianer, sagte zu mir, Vicent Andrés Estellés, das ist vielleicht das Wichtigste, was es in der modernen Literatur momentan gibt in Valencia. Ich habe Ferran geglaubt, habe angefangen, mich damit zu befassen und habe Estellés gelesen. Und mir hat gefallen, dass zum Beispiel bei den Sonetten von Estellés aus dem Zyklus El Gran Foc dels Garbons, dass dies nicht besonders lyrische, sondern eher erzählerische Formen waren. Kurzgeschichten eigentlich. Kurzgeschichten, die eine kurze Situationsbeschreibung liefern, irgendeinen charakteristischen Moment aus dem Leben der Protagonisten. Und das hat mich in seiner unromantischen, lapidaren, aber doch intensiven Form erstmal erinnert an Brecht bei uns, Bertolt Brecht. Und ich fand faszinierend, wie hier die traditionelle Form des Sonetts verwendet wird, um aufs Maximum reduzierte Kurzgeschichten zu erzählen. Und weil die Dinger metrisch nicht besonders kompliziert schienen und auch keinen Reim hatten, habe ich mich hingesetzt und habe eins von diesen Gedichten übersetzt. Und zwar gleich in metrischer Form. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Übersetzung metrisch geformter Gedichte in Prosa nur als Hilfsübersetzung gelten kann und im Grunde genommen dem Kunstwerk nicht gerecht wird. Auf jeden Fall habe ich eins dieser Gedichte übersetzt ins Deutsche, habe das Ferran Ferrando vorgelegt und der war begeistert. Der hat gesagt, das musst du weitermachen. Gut, dann hatten wir in Frankfurt einen kleinen Verlag, der bereit war, so etwas zu machen. Und daraufhin habe ich ausgewählt aus dem Werk von Estellés diejenigen Gedichte nicht unbedingt, die mir am besten und wichtigsten erschienen,
sondern die, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie in deutscher Übersetzung für ein deutsches Publikum vielleicht am ehesten wirken könnten. Die erste Übersetzung eines valencianischen Autors, die ich selbst publiziert habe, ist diese Anthologie von Gedichten von Vicente Andrés Estellés. Wie bin ich auf Vicente Andrés Estellés gestoßen? Nun, zu der Zeit, und wir reden von 1991, 92, 93, zu der Zeit war ich in der Endphase meines Studiums an der Universität Frankfurt am Main und dort gab es das sogenannte katalanische Kulturbüro. Das war eine kleine Institution mit 2,5 festen Mitarbeitern, die sich um Kulturarbeit für die katalanische Sprache und Kultur beschäftigte. Finanziert durch eine Subvention der Generalitat de Catalunya unter Jordi Pujol damals, zu dem unser Professor Tilbert Stegmann eine persönliche Beziehung unterhielt und es war ihm gelungen, Jordi Pujol persönlich dazu zu bewegen, eine jährliche Subvention zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe dieses katalanische Kulturbüro betrieben werden konnte. Und es mag katalanisches Kulturbüro geheißen haben, aber der Chef des Kulturbüros, Ferran Ferrando, war ein Valencianer und wir haben sehr, sehr viel valencianische Kultur dort gemacht. Unter anderem hat Ferran Ferrando mir den Tipp gegeben und gesagt, Vicente Andrés Estellés, das ist wirklich wichtig. Das ist ein moderner valencianischer Autor, der allerdings Wurzeln hat in der Geschichte und der traditionellen Literatur auch, der politisch engagiert ist und der ein Vollblut-Lyriker und Schriftsteller ist, nicht irgendein Freizeitdichter, der glaubt, nur weil er die Regeln der katalanischen Akzentuierung verstanden hat, bereits berufen zu sein, Gedichtbände rauszubringen, sondern jemand, der nicht aus Spaß schreibt, sondern aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus, als eine Art und Weise, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Das hat mich interessiert und ich habe auch gesehen, wie viel Emotion viele Valencianer mit Estellés verbindet. Also praktisch als ein Autor, der steht für die Valencianität, dafür, dass Valencia nicht einfach nur eine spanische Provinz ist, sondern eine eigene Sprache und eine eigene Kultur hat. Ich habe angefangen, Estellés zu lesen und das hat mir gefallen. Besonders aufgefallen sind mir damals die Sonette aus der Sammlung El Gran Foc dels Garbons. Und an diesen Sonetten fand ich interessant, dass sie zwar von ihrer äußeren Form her Sonette sind, ganz traditionell, 2 Vierzeiler, 2 Dreizeiler und so weiter, mit minimaler metrischer Formung, dass aber gleichzeitig der Inhalt überhaupt nicht dem entspricht, was man in Sonetten normalerweise findet. Sonette sind typischerweise lyrische Kontemplationen oder Lobgesänge oder Meditationen oder sowas, also eher kontemplative Art, aber diese Gedichte von Estellés sind überhaupt nicht kontemplativ. Im Gegenteil, der Inhalt sind eindeutig Kurzgeschichten im Sinne der American Short Story. Kurze, gut ausgewählte Momentaufnahmen aus dem Leben eines Menschen oder aus dem Leben des Dorfes oder der Gesellschaft, die, ohne dass wirklich Handlung da wäre, in größter Verkürzung einen Einblick gewähren ins Ganze. Ich fand das mal sehr gut gemacht und vor allen Dingen fand ich auch, dass das eine Literatur ist, die auch in der Übersetzung überleben kann. Das heißt, selbst nachdem man es übersetzt hat, sah ich da die Möglichkeit, dass die Wirkung gehalten bleibt. Das geht längst nicht mit jeder Form von Lyrik. Ich habe mich also hingesetzt und habe gebastelt und eines dieser Sonette aus Spaß ins Deutsche übersetzt, habe das Ferran Ferrando vorgelegt und er war begeistert. Der sagte, das ist doch super, das funktioniert. Man kann es lesen auf Deutsch, es ist auf Deutsch ein Gedicht und der Effekt ist praktisch wie im Original. Gut, habe ich gesagt, dann schauen wir mal, dann übersetze ich mehr und dann suchen wir nach einem Verlag.
Und dann habe ich mir übersetzt und bin am Schluss zu dem Ergebnis gekommen, dass ich nicht einen einzelnen Band übersetzen sollte von Esthéies, sondern vielmehr eine Anthologie machen sollte. Denn es gab Esthéies bisher nicht auf Deutsch und ich wollte einen Überblick geben. Ich habe dann mich entschieden für einige der Eklogen aus dem Primer Libre de los Églogues, Lanit, einige, ich glaube 10 oder 15 Sonette aus El Gran Foc dels Garbons, ein paar Horacianes und ein paar Stücke aus Antibes. Ich war dann eingeladen zu den Premis d'Octubre und habe bei der Gelegenheit auch Eliseu Climent kennengelernt. Und Eliseu Climent hat mich mitgenommen in die Wohnung von Vicent Andrés Estèriés. Das heißt, ich habe ihn kennengelernt, die Familie, ich war bei ihm zu Hause, habe auf dem Sofa gesessen, habe mich mit ihm unterhalten und er war, wie man ihn sich vorstellt. Ja, es gab sexistische Bemerkungen über die Stewardessen der Iberia, die ihm nicht attraktiv genug waren. Ja, es gab regelmäßige Wutausbrüche über Lifondo, der zu der Zeit alle geärgert hat. Ja, es gab auch Reflexionen über die Vergangenheit, man merkte, dass er sehr sensibel ist und es war halt Esthéies. Ein Gesamtkunstwerk. Man merkte, der Mann ist ein Gesamtkunstwerk und man merkte auch, dass das Werk und der Mann nicht trennbar sind. Ich habe dann eine Einleitung geschrieben für ein deutsches Publikum. Ich habe nicht nur erläutert, wer Estèies ist, sondern überhaupt erstmal, wie die Situation in Valencia war und ist. Vor allem erstmal in den 50er Jahren, Frankismus und so weiter. Deutsche Leser kennen Frankismus und wissen davon. Aber deutsche Leser verstehen normalerweise nicht die sprachliche Situation. Sie denken, Valencianisch, Katalanisch und Spanisch, das ist so wie bei uns mit den verschiedenen Dialekten. Dass es sich da um regionale Literatursprachen handelt, das weiß der durchschnittliche Leser nicht. Ich habe also die Gelegenheit genutzt, das alles zu erklären in meiner Einleitung. Und dann eben diese Anthologie zusammengestellt. Und vielleicht lese ich mal eins vor, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie das auf Deutsch klingen könnte. Es ist Nummer 7 aus dem Gran Foc dels Garbons. El mort que no sabia mort en casa, el dugueren a casa grapats tots i es despenjava un braç del mort i el cap se'l ficava dins la butxaca d'altre. Tots el duien sol·lícits, raonant-li, com si li hagués sentat mal el conyac, i mitja barra li penjava al mort, i aquell que li buscava les ulleres, com si buscàs entre espardenyes un gerani per posar-li a una orella, com si fos un detall que li faltava. Tocaren a la porta, obrí la dona, i li'l deixaren en el bancalet, i encara algú va dir, no som ningú. Den Toten, er war nicht daheim gestorben, trug man nach Hause, jeder griff mit zu. Ein Arm des Toten hing herab, den Kopf verstaute einer in der Jackentasche. Sie trugen ihn, besorgt und ihn beschwörend, als wäre ihm nur der Cognac nicht bekommen. Des Toten Unterkiefer hing herab und einer war da, der die Brille suchte. Als sucht er zwischen den Sandalen eine Geranie in das Ohr sie ihm zu stecken, als sei dies ein Detail, das ihm noch fehlte. Sie klopften an, es öffnete die Frau. Sie ließen ihn ja da, auf einer Truhe. Und einer sagte noch, wir sind nur Staub. Nach dem Erfolg meiner Estèies-Übersetzung hatte ich Blut geleckt und dachte mir, wenn das so gut funktioniert, wenn es dafür einen Markt gibt und wenn es mir gelingt, bereits als Student Bücher zu publizieren, dann sollte ich vielleicht einen weiteren valencianischen Klassiker übersetzen. Und den Namen von Ausiàs March kannte ich schon allgemein, weil er eben in der katalanischsprachigen Welt überall zu finden ist, aber auch aus den Motti von Vicent Andrés Estèriés. Zusammen natürlich mit den Namen der anderen valencianischen und katalanischen Lyrikern des Mittelalters.
Dieses Mal dachte ich mir, nehme ich wirklich den Klassiker. Denn so viel valencianische Lyrik gab es zu der Zeit in deutscher Sprache noch nicht übersetzt und ich hatte wirklich ein bisschen das Gefühl, dass ich hier ein Pionier bin, der diese Sachen zum ersten Mal zugänglich macht. Und sei es auch nur einem Fachpublikum, denn wer liest schon mittelalterliche Gedichte normalerweise. Also, ich beschloss, dass mein nächstes Projekt Ausias Mark sein würde. Und weil ich zu der Zeit noch studierte, hatte ich zugleich auch eine Idee, wie ich da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. Ich ging nämlich zu meinem Professor, meinem damaligen Professor in katalanischer Literatur, Tilbert Stegmann, und schlug ihm vor, dass ich meine Magisterarbeit, die ich noch zu schreiben hätte, also so eine Art Tesina, Final de Carrera, diese Magister, heute wäre es eine Masterarbeit, dass ich diese Arbeit nicht zu irgendeinem theoretischen Thema schreiben würde, das praktisch nur dazu dient, den Magistergrad zu erarbeiten, sondern dass ich die Prüfungsarbeit gleich von Anfang an so anlegen würde, dass sie hinterher als Buch veröffentlicht werden konnte. Til Stegmann war begeistert, fand die Idee super, Ausias Mark in deutscher Sprache vorzulegen und unterstützte mich dabei. Ich habe dann meine Magisterarbeit geschrieben und diese Magisterarbeit bestand aus einer Einleitung, Lebensgeschichte und literaturgeschichtliche Würdigung von Ausias Mark. Dazu 10 ausgewählte Gedichte, ediert von mir, also zumindest was die Orthographie angeht, also eine modernisierende Graphie habe ich gewählt, die aber den Lautstand respektiert. Und mit einem Glossar versehen und schließlich metrisch übersetzt ins Deutsche. Metrisch nicht exakt im selben Versmaß wie das Original, das sind ja Endekasyllabs, die gehen ungefähr so, ta 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 ta, ta 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 ta, mit der Zäsur nach der 4. Silbe. Das war im Deutschen nicht gut abbildbar, die Zäsur stört. Und ich habe deswegen für die deutsche Übersetzung Blankverse gewählt, also nur ta 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 ta, ohne die Zäsur in der Mitte. Das Ergebnis ist immer noch metrisch und man spürt deutlich, dass es Gedichte sind, die da übersetzt worden sind, nicht lyrische Prosa. Also ich habe dann meine Magisterarbeit geschrieben, mit viel Erfolg und daraus dieses Buch gemacht. Und im Laufe der Jahre habe ich allerdings mein Interesse an Ausias Mark nicht aufgegeben. Dies hier sind 10 Gedichte, metrisch übersetzt, auch längere. Der Cante Spirituale ist bereits dabei. Und in diesen Jahren, wie gesagt, war ich nicht faul. Und mittlerweile habe ich diese 10 überarbeitet und weitere 20 ebenfalls übersetzt, auch längere. Kanzlermord und so habe ich mit übersetzt. Und jetzt bin ich bei 30. Und diese neue Anthologie, nun mit 30 Gedichten, mit metrischer Übersetzung ins Deutsche, habe ich bereits an einen Verlag übergeben und es wird dieses Jahr oder nächstes Jahr auf dem Markt erscheinen. Okay, das heißt also, wir arbeiten weiterhin daran, die valencianischen Klassiker in deutscher Sprache zu verbreiten und zugänglich zu machen. Es gibt eine weitere Übersetzung von Ausias Mark, allerdings sind dies Prosa-Versionen. Das heißt also, es ist nicht wirklich vergleichbar mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe metrische Übersetzungen plus Kommentar und das andere Buch sind Prosa-Übersetzungen von Ausias Mark. Was ich an Ausias Mark als Autor interessant finde, ist seine Übergangsposition zwischen dem späten Mittelalter und der frühen Renaissance. Das ist eigentlich das, was Ausias Mark charakterisiert und was ihn in eine Reihe stellt, zum Beispiel mit Zeitgenossen wie François Villon, der französische Lyriker, oder zum Beispiel Leuten wie Oswald von Wolkenstein im deutschsprachigen Bereich oder auch David ab Gwilym, einen walisischen Autor in der Troubadour-Tradition, den praktisch niemand kennt, weil er auf Walisisch geschrieben hat, den aber eigentlich alle Experten in mittelalterlicher Lyrik kennen sollten, weil er ein
Beispiel dafür ist, dass europäische Kunst und Dichtung wirklich europäisch war. In David ab Willems Werk finden wir lauter Sachen wieder, die uns perfekt bekannt sind aus dem, was auf dem Kontinent gedichtet worden ist und viel Originelles. Also dies sind große Namen, die für mich zusammenfallen in eine Epoche, mehr oder weniger, oder zumindest in eine stilistische Epoche. Ausias Marc beginnt mit Gedichten, die noch wirklich versuchen, den trovadoresken Liebeskodex der Finamors zu berücksichtigen und ernst zu nehmen. Und das macht er gut. Aber wirklich interessant wird für mich die Dichtung von Ausias Marc in dem Moment, wo er selbst bemerkt, dass es ihm letztlich nicht gelingt, diese Liebesideologie tatsächlich für sich selber zu leben. Wo er merkt, dass er zu scheitern droht. Und andere Dichter, andere Troubadoure haben vielleicht in dem Moment, wo sie gemerkt haben, dass sie scheitern, dass sie diesen Anspruch der reinen Liebe nicht einhalten können, haben in dem Moment entweder gesagt, okay, ich habe zwei Leben, meins als hoher Troubadour und dann als Dichter von Pastorellen und so mit der niederen Vene. Also die haben praktisch sich aufgespalten in zwei Dichterpersönlichkeiten. Aber nein. Und die anderen, nehme ich mal an, die gemerkt haben, dass sie mit der Liebesideologie nicht fertig werden, die haben vielleicht einfach aufgegeben und nicht weitergeschrieben. Ausias Marc dagegen schreibt weiter und er hält diesen Widerspruch aus. Er fängt an, Gedichte zu schreiben, in denen er einerseits zwar die Frau verflucht, dass sie seine Liebe nicht erwidert, aber zugleich immer mehr auch bemerkt und eingesteht, dass er selber diesen Ansprüchen nicht genügen kann. Das ist für mich eine Art psychologischer Realismus, der neu ist. Dass der Dichter nicht ein Übermensch ist, sondern dass der Dichter selber Seelenzustände hat, die er nicht 100% kontrollieren kann, die er auch nicht versteht, die ihm nicht gefallen, aber die er trotzdem ehrlich einräumt und mit zum Gegenstand seiner Dichtung macht. Dasselbe passiert Marc übrigens mit seinem Katholizismus und seinem christlichen Glauben. Denn im Kant Espiritual geht es ja letztlich darum, dass Marc den Widerspruch auszuhalten versucht, dass er einerseits alle Vorgaben und Glaubensinhalte des Katholizismus für sich ausdrücklich bejaht, gleichzeitig aber zugeben muss, dass es ihm nicht gelingt, das auch zu leben. Das finde ich interessant. Was ich außerdem immer wieder auffällig finde bei Marc ist, dass er zwischen langen, sehr förmlichen und blutleeren Passagen dann plötzlich wieder ganz normale Elemente des Alltags und der Alltagssprache, ja teilweise sogar vulgäre, alltägliche Dinge mit in seine Gedichte einbaut. Das ist manchmal überraschend und das macht seine Originalität aus. Wie gut Marc auf Deutsch funktionieren kann, weiß ich nicht genau. Ob tatsächlich die Übersetzungen es schaffen können, einen deutschen Leser, der den Originaltext nicht versteht, nachvollziehen zu lassen, was Marc bedeuten kann, weiß ich nicht. Ich bin optimistisch, aber ich weiß es nicht. Bei Estellés war es anders. Bei Estellés weiß ich, dass die Übersetzungen funktionieren. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber bin optimistisch. Ich will kurz wieder eine Kostprobe geben, Original und deutsche Übersetzung. Lo giorn ha por de perdre sa claror, quan ve la nit que expandeix ses tenebres. Pocs animals lo cloen les palpebres e los malalts creixen de llur dolor. Los malfactors volgren tot l'any duràs, perquè llurs mals haguessen cobriment. Mas jo, qui visc menys de part en turment i sense malfer, volgrà que tos passàs. I d'altra part, fas pus que si matàs 1000 hòmens justs, menys d'alguna mercè. Car tots mos ginys, jo sol per trair me, i no cuideu que el jorn me n'excusàs. Ans en la nit, treball rompent la pensa, perquè en lo jorn lo traïment cometa. Por de morir, ne de fer vida estreta, non tot l'esforç per donar-me ofensa. Plena de seny, mon enteniment pensa
Com'attamente olhas d'amor se meta, senza aturar, pastenint via dreta, vaig a la fi si merce non defensa. Es bangt der Tag, dass ihm sein Licht entflieht, wenn sich die Nacht erhebt mit ihren Schatten. Die kleinen Tiere schließen nicht die Lider, derweil der Schmerz der Kranken sich verschärft. Die Schurken wünschten, dass sie ewig währte, um ihre Missetaten zu verbergen. Ich aber, der ich lebe in höchster Qual und ohne Fehl, ich wünscht sie schon vorbei. Und dennoch tue ich Schlimmeres, als 1000 gerechte Männer gnadenlos zu töten. Mir selbst zum Schaden nutze ich meine List und glaub nicht, dass der Tag mich dann erlöste, denn nachts zermartre ich mir den Verstand, auf dass er dann des Tags Verrat begehe. Nicht Todesfurcht noch Furcht vor Kerkerenge nimmt mir den Drang, mir Schaden anzutun. Hochweise Frau, mein Geist sinnt Tag und Nacht, wiewohl der liebe Schlinge Recht erwende. Doch unaufhaltsam treibe ich dahin, dem Ende zu. Löst mich nicht eure Gunst.